Bei einem Amoklawe bei einem Stützpunkt von der US-Armee zu Texas sind ob mans 12 Menschen umkommen an 31 weiterer blessiert gehen. Den Amokläfer ein US-Bürger mit palästinensischen Wurzeln als bei seiner Aktion durch Kurlenuhr verwundet gehen. Die Chaserei am weltweit größten US-Armee-Stützpunkt hat 13:30 Uhr Uhrzeit angefangen. Der Cousin vom mutmaßlichen Todesschützen hat am Fernsehen gesagt, sein Money Major Nidal Malik Hassan sollten an den Irak geschickt gehen. Daneben hat er sich oft genug über die Schikane von seinen Kollegen beschwert, an wie Mobbing-Opfer gewirrscht. Die Jugendlichen von der politischen Partei Die Jungen Linke hatten am Donnerstagabend eine Demonstration für das Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération organisiert. Ein gut Dutzend von Leuten haben dort zum Ausdruck gebracht, was sie von den Flüchtlingsausweisungen an den Kosovo halten, ein Land, wo die Situation weiterhin nicht sicher ist. Daneben wollten sämtliche Leute über den Fett aufmerksam machen, dass die Regierung die Expulsion fordert, auch für Kannermatten aus ihrem Schuljahr gerappt gehen. Das erklärt auch, für was viele Kanner am Gedenken und hier ausgewiesene Kameraden bei der Demo dabei waren. Für die Lützeburger Rugby-Nationalequipe steht es Samstag ein entscheidendes Spiel gegen Finnland im Programm. An einem Interview mit News 352 hat der Trainer Marty Davies erklärt, dass dieser Match der Start von der zweiten Runde an der Europameisterschaft ist. Beide Equipen stehen am Ende auf den 2 letzten Plätzen, fallen am Fall von einem verlorenen Match automatisch raus. Der Match ist Samstag, 3. November am Stade Josie Bartel und ist eine gute Gelegenheit für all die Leute, die Rugby als Sport noch nicht so gut kennen, an eine starke Lützeburger Equipe bewundern.